Isa auch geguckt und sie fand es gut und Free Content, wenn du das guckst und deine TikTok-Zeitspanne reicht sogar dafür. Ist das cool? Aber das Ding ist, der macht so, also der macht gute Videos bestimmt, aber der macht so schlaue Videos. Ja, und es geht 20 Minuten, Digga, also dafür reicht es auf jeden Fall nicht. Ich guck mal rein, aber wenn ich nicht mehr gucken kann, dann gucke ich es nicht mehr. Ob sie jemals finden wird. Wir haben sie endlich gefunden. Teuersten Kunstwerke. Okay, wir müssen ein bisschen zurück in der Zeit. 1636. Tulpen in den Niederlanden waren damals ziemlich neu im Land und dementsprechend sehr wertvoll. Ein paar Handelsmänner kauften, schlau wie sie sind, ganz viele Tulpen, um die später für viel Geld verkaufen zu können. Immer mehr Leute kamen auf die Idee und der Preis der Tulpen schoss in die Höhe. Und eine Tulpe war nach ein paar Wochen mehr wert als ein ganzes Haus. Und was Hier, geht's Tulpe, überhaupt? hier der Schlüssel. Wow, was ein Trottel. Dann merkten die Leute, dass das kein nachhaltiger Preis für eine einzige Tulpe ist und haben angefangen, ihre Tulpen wieder zu verkaufen. Das haben dann plötzlich alle gemacht und Panik brach aus und die Tulpen wurden langsam aber sicher wieder wertlos. Und das hier ist nicht nur der erste Themenblock in jedem BWL-Studium, sondern auch die allererste Spekulationsblase der Menschheitsgeschichte. Dann kam das Internet und ein paar komische Zwischenschritte später entschloss sich 2008 mitten in der bislang größten Finanzkrise der Welt eine bis heute immer noch unbekannte Person namens Satoshi Nakamoto. das Gründungsdokument für eine Währung namens Bitcoin ins Internet zu stellen. Eine Währung, die unendliche finanzielle Sicherheit für die Menschheit bringen sollte. Frei von jeglicher staatlicher Kontrolle. Und jahrelang war die revolutionäre Währung namens Bitcoin komplett wertlos. Doch jeder hat den Satz mal gehört. Hätte ich bloß damals Bitcoin gekauft. Hallo, ein Big Tasty Bacon bitte. Ein Programmierer hat 2010 10.000 Bitcoins gekauft und alle 10.000 Bitcoins für eine Pizza ausgegeben. Eine Pizza, Kopf. die heute 100 Millionen wert sein würde. Spulen wir noch ein bisschen vor, landen wir in 2013. Ein einziger Bitcoin ist jetzt $1.000 wert. Der Typ hier hat 220 Millionen Bitcoin auf seinem USB-Stick, aber sein Passwort vergessen. Er hat noch 2 Versuche, es einzugeben. Sind sie falsch, wird sich alles auf dem USB-Stick automatisch löschen. Der hier hatte auf seiner Festplatte 182 Millionen Euro in Bitcoin und hat die Festplatte damals auf dieser Müllhalde einfach weggeworfen. Er sucht seit 10 Jahren die ganze Müllhalde ab. Seit neuestem übrigens auch mit Roboterhunden. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Und natürlich sind hier und da ein paar Menschen auch reich geworden mit Bitcoin. Doch in einer ganz anderen Ecke vom Internet passieren währenddessen ganz andere Dinge. Jeder Mensch spielt gerade Flappy Bird. Twitch ist noch nicht voller Wusstet ihr, dass Halbmacht. Flappy Bird verboten wurde? Jetzt wisst ihr es. Und ich ziehe gerade meinen Gürtel auf, falls es irgendwen interessiert. Und Memes übernehmen das ganze Internet. Eines der Memes war Pepe der Frosch. Das Gesicht von Twitch. Und das Lieblingsmeme und Maskottchen von Usern auf 4chan. Es war ein ganz normaler Tag auf dem Internetboard. Doch plötzlich tweetete Katy Perry ein Pepe der Frosch-Meme. Dicht gefolgt von Nicki Minaj. Auch die Konkurrenzplattform Tumblr, mit der sich 4chan schon seit Jahren im Internetkrieg befindet, erstellte plötzlich Seiten über Pepe den Frosch. 4chan gefiel das gar nicht. Und so kam einer auf die geniale Idee, sein Froschbild zu signieren. Und so wurde er geboren. Pepe Nummer 1. Spaghetti Pepe. Und die anderen User waren empört und ziemlich schnell begann Diskussion über die bevorstehende seltene Pepe-Bilder Economy. Einer zeigte in einem Post plötzlich sein ganzes Pepe-Sortiment. Digga, aber das Ding ist, Leute, die neu bei der Twitch-TV lernen, denken, dass das hier geil ist. Ich find's scheiße. Den hier finde ich richtig kacke. Also so in die Richtung finde ich alle frische Scheiße. Wenn ich die geschickt bekomme, Digga, es ist unangenehm. Bloß mal mehr PP geil. Und plötzlich fingen alle anderen auch an, seltene Pepes zu sammeln. Ein paar Leute verschenkten welche umsonst. Andere hingegen zeichneten selber welche, teilweise auch sehr verrückte Pepes. Einfach um den Markt zu füllen. Einer machte es sich zur Aufgabe, von anderen Leuten die gesamten Pepes zu klauen. Und nachdem schließlich BuzzFeed und andere YouTuber darüber berichteten, boten ein paar User die seltensten Pepes, die noch kaum im Internet zu sehen waren, auf eBay an. Bienenpepe. Pepe, seltene Pepe. Bundle Pack XXL Pepe Pack. 97 Gebot, 29 Gebot, 52 Gebot. Gleichzeitig, irgendwo in Russland, arbeitete ein Typ namens Vitalik bereits an der nächsten Gruppe. Ethereum! Er spielte World of Warcraft. Leidenschaftlich. Seit Jahren. Seine Lieblingsklasse war Hexenmeister. Mithilfe vom Lebensentzug-Zauber war er unglaublich stark. Vertraut mir, das ist der von Ethereum. Blizzard ablenkt. Der Zauber wurde genervt.
Er weinte sich in den Schlaf mit der Erkenntnis, was für Gefahren ein zentrales, alleinbestimmendes System mit sich bringt. Ja, Und so ist der entstand nach einiger Zeit Mara. die mittlerweile zweitgrößte War ich einmal- Kryptowährung der Welt, Ethereum. Und genau Boom, Digga! Und ihr denkt, ich wär dumm! Also ganz viele Computer in einem großen Warenhaus aufstellen, die Bitcoins sammeln und gleichzeitig beten, dass das FBI oder irgendwelche Klimaleute nicht vor deiner Tür stehen. Die Kryptowährungen werden immer etablierter auf dem Markt. Und auch die Pepe-Wirtschaft wird davon betroffen. Erst wurde die Seite Rare Pepe Wallet erstellt. Ein großes Internetarchiv für alle mittlerweile gefundenen Pepe-Bilder. Dort konnte man Digga, ich hab davon nie JPEGs was untereinander mitbekommen. tauschen. Erstmals für Bitcoin oder die neu erschaffene Pepe Cash-Währung. Und Was weil ist eine 4chan Blockchain? Das kann ich actually auch erklären. Eine Blockchain ist das hier. 4chan ist, schaukelte sich das Ganze hoch und dieser Pepe Homer wurde schließlich für 350.000 Pepe Cash digital verkauft. Und legte somit den Grundbaustein für den Erwerb von digitalen Kunstwerken mit Hilfe von Kryptowährungen. Und dann kam 2021. Der Kryptomarkt ist gerade in der vollen Blüte. Jeder kann Geld mit Kryptowährungen machen. Hier hat ein Hamster, der durch Röhren läuft, ein ganzes Portfolio vervielfacht. Und dass das geht, sieht auch der Künstler Mike Winkelmann, aka Beeple. Er postet seit 13 Jahren täglich digitale Kunst ins Internet. Angefangen mit ziemlich langweiliger Kunst, entwickelten sich seine Artworks immer mehr. Und dann kam er auf die Idee, die ersten 5000 erstellten Bilder beim Auktionshaus Christie's für ein bisschen Geld zu versteigern. 69 Millionen für ein NFT von seinem Bild. Doch was ist überhaupt ein NFT? Kunst in echt kann nachgemacht werden. Ich bin auch irgendwas so Egal wie reich. gut man es macht, ist es niemals eine exakte Kopie vom Gemälde. Bei digitaler Kunst ist das anders. Man könnte die Datei nehmen und hätte eine exakt gleiche Kopie. Um genau dem vorzubeugen, wurden NFTs erfunden. Jedes Bild wird mit einem Code ausgestattet. Und hast du den Code von diesem Gemälde, kannst du nachweisen, dass es tatsächlich auch dir gehört. Man kauft jedoch nicht das Bild an sich, sondern nur den Code, der zu dem Bild führt. Man kauft auch nicht die Rechte an dem Bild. Man kann das Bild also auch nicht vermarkten. 2021 wurde ein NFT von dem Buch Dune für 2,6 Millionen gekauft. Der Käufer postete stolz, dass er aus Dune eine Serie machen will und die Netflix verkaufen möchte, nur um dann vom Internet und sehr lustigen Schlagzeilen gesagt zu bekommen, dass das nicht gehen würde. Wir haben die Auktion gewonnen. Wir werden daraus eine Serie. Ich habe die Auktion gewonnen. Ich will daraus eine Serie machen. Hallo, ich will daraus eine Serie machen. Hallo, ich will die Bibel 2 veröffentlichen. Das ist Wozu lustig. braucht man nun NFTs? Sie können ey. gut sein, damit Künstler ihre Werke im Internet verkaufen können oder damit man digitale Eintrittstickets für zum Beispiel Konzerte individualisieren kann. Oder nun ja, man macht das, was alle machen. NFTs kaufen und versuchen sie für mehr Geld. Ich habe noch nie in meinem Scheißleben ein NFT gekauft. Seid ihr stolz auf mich. Aber wisst ihr, wer NFTs gekauft hat und sehr viel Geld verloren hat? Zu verkaufen. NFTs sind, als würde man in einem Laden Lebensmittel kaufen und nur mit dem Kassenzettel nach Hause zu gehen. Guckt mal, Leute, ich habe die Lebensmittel da drin gekauft. Als andere Künstler sahen, dass Beeples NFT für 69 Millionen verkauft wurde, fingen auch diese an, ihre Werke ins Internet zu stellen. Dann kam der Macher von Nyan Cat auf die Idee, seine animierte Katze als GIF im Internet zu verkaufen. Und kurz darauf fingen alte Meme-Legenden an, sich oder ihre Werke im Internet als NFT zu verkaufen. Erst war es Bad Luck Brian, dann die Keyboard-Katze. Und langsam aber sicher. Aber wurden die Der reich? NFT-Markt immer mehr. Mehr Schlagzeilen, mehr gute Kunst, die verkauft wurde, mehr Meme-Legenden, die sich als NFT vermarktet. Und ein traumatischer Lockdown später Ja. waren NFTs plötzlich im Mainstream angekommen. Und hier sahen die Leute, dass man mit NFTs Geld machen konnte, auch ohne viel Talent zu besitzen. Und somit begann ein bis dato noch nie gesehener digitaler Goldrausch um NFTs. NFTs. NFT. 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 Unfassbar reich werden. $1 million. Digga, es gab schon lange nicht mehr so ein Hype. Kann das sein? Was war der letzte Hype? Was war der letzte Hype von der ganzen Welt? ChatGPT. Ja. $69 million.
Erst wurden ziemlich viele zweiklassige Bilder gemalt. Leute holten plötzlich ihre kreative Ader raus und versuchten andere davon zu überzeugen, dass das hier Kunst sei. Und außerdem Tausende an Euros wert. Wie wär's mit Screenshots aus Filmen und einfach mit ein bisschen Paint drüber malen? Ja, das ist 35.000 Euro wert. Gute Fotos nehmen, irgendwelche Filter drüber klatschen und größer wird meine Gemäldekollektion. Steine in verschiedenen Farben für 1 Million Euro. Oh, die wurden tatsächlich auch gekauft. Hier habt ihr noch mehr Steine. Komm, wir klauen einfach Memes und, oh, warte, das machen ja andere schon. Die Wiese da vorne könnte mindestens 20 Euro wert sein. Der Himmel sieht heute wirklich schön aus. Hey, guck mal, ein Straßenschild. 80.000 Euro. Ich nehme einfach meine Selfies und lade sie hoch. Darauf kommt sicher kein anderer im Internet. Oh, der Junge hier hat bereits mit seinen Selfies mehrere Millionen an Euro gemacht. Okay, fuck. Mein Fortnite Victory Royale. NFT-Kollektion von Toren, Stock-Images aus dem Internet gezogen, andere NFTs runterladen, einen Strich drauf machen und selber verkaufen, Flaggen von Ländern, Bilder von meiner Hand, meinem Finger und wie wär's mit meinen Beinen für 50 Euro oder vielleicht doch 30.000 Euro? Einfach eine einzige Farbe verkaufen. Okay, jetzt bleibt mir keine Wahl mehr. Ich ziehe mich nackt aus. 40.000 Euro. Okay, warte, es gibt bereits eine ganze Seite, wo Leute ihre Nacktbilder als NFT verkaufen können. Okay, was zum Fick soll das jetzt sein? Und jetzt denkt zurück an die Tulpen. Das Einzige, was ein NFT-Preis bestimmt, ist die Nachfrage. Also so viel, wie jemand anderes bereit ist, für dein Kunstwerk auszugeben. Diese NFTs hier kosten 100 Billiarden. Das ist mehr Geld, als es überhaupt auf der Welt gibt. Der ganze Markt war schließlich voller NFTs, die eigentlich nur wertloser... Digga, ist eigentlich krass, dass ich mir wirklich nichts gekauft habe. Soll ich euch den Grund sagen, warum ich mir nichts gekauft habe? Weil ich einfach kein Geld hatte. Müll waren. Und plötzlich fingen die ersten Stars an, ihre eigenen NFTs zu verkaufen. Jeder ist auf den Zug aufgesprungen. Von Lionel Messi bis zu Mr. Bean, Firmen wie Bell oder Coca-Cola machten mit. Und auch ein paar deutsche Promis fingen an, NFTs anzubieten. Das ganze Internet drehte sich nur FTs. Ich hab diesen Affen für 100.000 gekauft. Soll ich ein Haus oder einen Affen kaufen? NFT. NFT. Und so wurden sie geboren, die legendären NFT-Raubüberfälle, bei denen Internet-Trolle und Leute, die absolut nichts mit NFT zu tun haben wollten, anfingen, NFT-fanate Menschen zu trollen. Mit Trolling! Stopp. Denkst du, es ist witzig, meine NFTs zu klauen? Lösch den Screenshot. Hör auf, den Besitz von anderen Leuten zu klauen. Das ist deine letzte Warnung. Guck mal, ich habe ein NFT gekauft. Oh, du meinst unseren NFT? Der NFT hier ist wirklich krass. Ich habe den gleichen NFT. Und so brach ein ganzer Krieg zwischen NFT-Hardlinern und Trollen im Internet aus. You think it's funny to take screenshots of people's NFTs, huh? Erst hat es mit ein paar Leuten angefangen. Dann machten ganze Firmen bei der mittlerweile Sport mit, NFT-Leute zu dissen. Screenshot das. Jetzt bist du reich. Der hier hatte ganz andere Dinge mit dem NFT von jemandem vor. Wag es nicht. You need to stop screenshotting Hier hat jemand 100 NFTs von Furries zu einem zusammengefügt und es für $100.000 verkauft. Macher! 10.000 von den hässlichen Löwen-NFTs hier zu einem großen Mosaik zusammengefügt, in dem eine Person rechtsklickt. Ein ganzer Doom-Mod, bei dem man üben kann, hässliche Affen-NFTs zu screenshotten. Eine ganze Seite, mit der man mit einem Klick alle NFTs auf der Blockchain runterladen kann. Der NFT hier ist so hässlich, dass man ihn nicht mal screenshotten wollte. NFT-Leute haben dann versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie den Begriff Rechtsklicker-Mentalität einführten, um andere zu degradieren, nur um dann noch mehr verarscht zu werden. Insekten sind mit Abstand die artenreichste. Twitter führte dann ein Hexagon-Profil ein, mit dem man sein NFT mit den Handelsplattformen verlinken konnte. Das kam nicht sehr gut an und hat die Sache eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Silence Hexagon. Und hier fingen auch die restlichen Promis an, NFTs anzubieten. Erst nahm man uns auf diese Weise Johnny Sins. NFT. Dann Eminem, der sogar ein ganzes Musikvideo zu den NFTs released. Dann Hasbulla, KSI. Ein deutscher YouTuber verkaufte sogar sein Lamborghini für ein NFT. Der hier hat gleich seine ganze Niere verkauft. Hier fing man dann auch an. Wie viel kostet eine Niere? Braucht man die? Nee.
Ja, aber hey, eine reicht ja eben. Und wenn ich... Niere ist ja für Alkohol, ne? Und ich trinke eh keinen Alkohol, also brauche ich eh nur eine. Und dann hätte ich Free Cash. An alte Legenden wie Bob Ross oder Stan Lee, also Leute, die schon lange tot sind, auszugraben, um NFTs unter ihrem Namen zu verkaufen. Will ich wirklich zum Grabschänder werden? Na klar will ich das! NFTs sind unter anderem so hässlich, weil sie mit Hilfe von Programmen, die verschiedene Körperteile aneinander rein erstellt werden und deshalb rein ästhetisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und eines dieser Bilder hat eine längere Geschichte. Irgendwo im tiefen Schnee von Russland fing 2017 eine Frau namens Christa Sudmales an, Bilder von Männern als Kunstprojekt hochzuladen. Eines Tages fanden 4chan-User, wer sonst, einen von diesen Männern. Ein perfektes Kind, pure Männlichkeit, pures Testosteron. Bin nicht schwul, aber ich würde sein Cock looten. Wie will ich damit mithalten? Ich werde als Jungfrau sterben. Und daraufhin machte man sich jahrelang auf die Suche nach der Identität des Mannes, der an diesem Tag der Giga-Chat getauft wurde. 4 Jahre später erfuhr man schließlich, dass er von den Memes gehört hat, aber jegliche Art von Businessanfragen und Interviews ablehnen wird, weil er mit keinem kooperieren möchte. Giga-Chat. Er ist es einfach Giga-Chat, weil er Giga-Chat ist und alles abgelehnt hat. Giga-Chat. Und nicht wüsste, was ein Podcast sei. Der Mann namens Ernest Kalimov wurde... Der ist gar nicht grau? ...möchte und nicht wüsste, was ein Podcast sei. Der Mann... Digga, ich sehe den gerade zum ersten Mal, normal. Digga, das sieht echt komisch aus. Wie, der ist nicht grau, Digga. Warum bist du nicht grau? Ich sehe den wirklich gerade zum ersten Mal, einfach so. Namens Ernest Kalimov wurde schließlich zur Legende und prägte eine ganze Generation. Bis heute sammeln sich noch zahlreiche Anhänger unter dem Kommentarbereich von disliken fleißig alle anderen ohne ein Giga-Chat-Profilbild runter. Bis man schließlich erfuhr, dass es diesen Mann nicht gibt. Wie? Die Künstlerin photoshoppte die verschiedenen Models von ihrem Projekt jeweils zum perfekten Bild von einem Giga-Chat zurecht, als Tribut zu ihrem Vater, der bereits seit Jahren verstorben ist. Nein. Mal ist es ihr Freund, mal ist es ein anderes Model. Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber den Giga-Chat gibt es in menschlicher Form nicht. Hä? Aber wer ist denn dieser Typ da, den er die ganze Zeit gesagt hat? Und dieser Typ, der... Hä? Egal, trotzdem Giga-Chat. Denn er lebt bereits in uns allen. Es ist nur unsere Aufgabe, ihn zu erwecken. Ja, okay. Auch der Giga-Chat wird heute als NFT verkauft. Der NFT-Markt erreichte schließlich den Höchststand. Und damit die Preise nicht noch weiter sanken, kam die NFT-Community schließlich auf ein paar geniale Wege, um ihre Kunstwerke zu verwerten und wertvoll aussehen zu lassen. Diese Künstlerin verkaufte 14 Gläser. Und sofern du einen exklusiven Fart-Jar-NFT dazu kaufst. Eine ganze TV-Show mit Mila Kunis und Ashton Kutcher, die du nur gucken kannst, wenn du einen Teil von der NFT-Kollektion gekauft hast. Oh shit, here we go again. Eine Zeit lang war der ganze Times Square voller NFT-Werbung. Ich hab mich Leute verbrannt. trugen ihre NFTs als Kette. Wer braucht eine Rolex, wenn man das hier haben kann? Oh, hell no. Place wurde beschmutzt mit Werbung für Scam-Projekte, die Gott sei Dank als Streamer dann relativ schnell vernichtete. Black it out completely. Digga, ich freue mich so auf das Ding, ne? Digga, also da Reddit original jetzt nicht, weil, Bruder, da sind wir Furz dagegen, aber Gomme, Digga. Oh. Auf Gomme, Digga, Totenkopf. Fuck NFT. Ziemlich kontroverse NFT-Cosplays. NFT-Serien, die umsonst zu schauen sind und dann komplett gedisliked werden. NF what? Non-fungible token? Non-fuckable token? All you need to know. Twitter-Spaces, wo Leute ihre NFTs roleplayen. Excuse me, what the fuck? Und was glaubt ihr passiert, wenn man einen Goldblock, der 11,7 Millionen Dollar wert ist und 200 Kilogramm wiegt, einfach so mitten in New York aufstellt? Nun, das Internet macht das, was es am besten kann. Minecraft. Keine Sorge, ich habe schon immer dafür trainiert. Fortnite. Okay, Boys, wie können wir diesen Goldblock, der von vielen Securities bewacht wird, am besten stehlen? Helikopter mit einem Magneten dran sollte mehr als genug sein. Oh, scheiße. Oder vielleicht doch fortgeschrittenere Technologie? Okay, what the fuck? Ich verkaufe einen NFT. Okay, wir brauchen den Mann von Game of Thrones, der den Goldblock einfach wegträgt. Ein Enterhaken. Zu kompliziert. Eine Käsefirma stellte plötzlich daneben eine riesige Käsepackung auf. Nun, auch der Goldblock war ein NFT-Star.
der ziemlich in die Hose ging. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid obdachlos und plötzlich ist da ein fucking Goldblock vor euch und man sagt euch, das ist Werbung für einen Non-Fungible Token Drop. Bro. Der Würfel wurde nach einem Tag wieder weggefahren. Und jetzt wieder zu den anderen Werbemethoden. Eine Dating-App ausschließlich für Leute mit einem Affen-NFT. Die scheiterte daran, dass sich zu 98% Männer anmeldeten. Wer hätte es gedacht? Eine ganze Insel namens Cryptoland. Oh, Cryptoland Tokens. Sofern du ein NFT besitzt, darfst du auf dieser Insel leben und mit anderen NFT-Krypto-Kunden coole Sachen unternehmen. East Dress Room. A pool full of coins? Go ahead and try. Woran das Projekt schließlich scheiterte? Was wird das Einwilligungsalter in Kryptoland sein? Mental erwachsen sollte mehr als genug sein. Tötet sie alle. Und schließlich der Bored Ape Yacht Club. Die größte NFT-Community, die man überall im Internet für unfassbar hohe Preise zu sehen bekommt. Eminem, Post Malone, Justin Bieber, wirklich jeder redete über die größte NFT-Kollektion von Bäraffen. This is your ape. We debuted. It's really cool. This is my ape. Yours. Yours is so cool. I love. Als Club-Member bekam man verschiedene Vorteile und konnte diesmal tatsächlich sein Affen-NFT vermarkten. Ein ganzes Festival wurde exklusiv nur für Leute mit diesem NFT veranstaltet. Der VIP-Bereich ließ zu wünschen übrig, aber die Partys und Veranstaltungen um diesen Club waren ziemlich riesig. Leute tätowierten sich das Logo, trugen Hoodies, kauften Merch. Ganze Restaurants wurden Cover auf dem Rolling Stones Magazin. Überall war das Bored Ape Yacht Club Logo zu sehen. Und kommt es euch bekannt vor? Das hier ist das Logo der nationalsozialistischen Waffen-SS-Schutzstaffel. Was? Was ist das? Oh fuck. Exakt 18 Zähne, gleiche Anreihung, gleiche Schrift, gleich positioniert. Nun, es kann sein, dass die 4 Gründer vom Bored Ape Yacht Club 4chan-User waren und es witzig fanden, subtile rechtsradikale Botschaften in den NFTs zu verstecken. In jedem der 4 Namen der Founder sind versteckte Anspielungen zur NS-Zeit. Im Bored Ape Yacht Club Videospiel kann man auch ganz zufällig mit einer sehr verdächtigen Form schießen und eventuell noch viele geheime Zahlen und Codes in NFTs versteckt, um sich über die NS-Zeit lustig zu machen. Wer will, kann sich dazu das 1-Stunden-Video hier angucken. Die Verfahren dazu sind immer noch am Laufen. Doch Scams existieren schon immer in der Kunstgeschichte. Vor ein paar Jahren hat jemand mal eine unsichtbare Skulptur für $18.000 verkauft. And is meant to activate the viewer's imagination. Oh mein Gott, endlich! Der Künstler hinter der unsichtbaren Skulptur Aber das ist genau die gleiche Idee, die ich hatte. Ich wollte damals ein unsichtbares Cape rausbringen. Ich schwöre, das wäre geil gewesen. Hab's aber nie gemacht. wird beklagt. Von einem anderen unsichtbaren Künstler. Diese Banane an einer Wand festgeklebt ist 120.000 € wert. Und dann wurde die Banane gegessen. Doch mit der digitalen Welt voller Influencer und Krypto-Hypes kam eine neue Art des Betrugs dazu. Der weltberühmte Pump and Dump. Irgendeine Kryptowährung erstellen, sehr viel Geld rein investieren, diese dann künstlich hochhypen, indem man Follower kauft oder Frauen auf Fiverr bezahlt, die sich die Währung auf den Körper malen. Alle anderen investieren jetzt auch in die revolutionäre neue Kryptowährung. Und der Chart sollte jetzt ungefähr so oder so aussehen. Nimm mal dein Geld, mach Profit, lösch alle Profile und versteck dich irgendwo auf einer Insel. 2.168 trillion dollars. And now the market. Oh! Squid Game Coin erweist sich als Millionenbetrug. Meine 2,8 Millionen Squid Dollar. Game! Squid! Mann verliert Geld für die Hochzeit wegen Kryptoscam. Versucht ein Laden auszurauben, um Geld wiederzubekommen. Landet 2 Jahre im Knast. Behörden fahnden weltweit nach OneCoin-Erfinderin. Die ist jetzt Wann kommt Squid Game 2 nochmal? Dieses Jahr oder nächstes Jahr? At least the fall or the holiday season of 2024. Nächstes Jahr kommt Season 2 Squid Game. Die 7. meistgesuchte Person der Welt. Kryptowährung-Startup verschwindet mit Benes Nachricht. Und im Mai 2022 kam dann schließlich der Krypto-Crash. Und zeitgleich sank auch immer mehr das Interesse für NFTs. Es ging schon lange nicht mehr um Kunst. Und immer mehr Betrugsvorfälle und Scams machten Schlagzeilen, was die öffentliche Begeisterung der Leute für Kryptowährungen und NFTs enorm sinken ließ. Es gibt tatsächlich auch heute noch ein paar Events. Aber bei den meisten Events kommen gefühlt keine Leute mehr. Die meisten Menschen auf dem NFT-Markt machen heute Geld damit, indem sie ihre Kunstwerke untereinander verkaufen. Zusammengefasst: Hey, halte das und du wirst reich sein. Hey, halte das und du wirst reich sein. NFT-Projekte von Firmen und Entwicklern wurden gecancelt und NFTs wurden Stück für Stück gemeinsam aus dem Internet gemobbt, damit die Welt wieder zu ihrer vollen Reinheit zurückkehren konnte. Und heute?
Der erste Tweet auf Twitter NFT, der für 2,9 Millionen $, gekauft wurde, ist heute $270 wert. Logan Pauls NFT für $620.000 ist heute $10. Der Stein für $1 Million wurde für 1 Cent verkauft. Justin Biebers NFT für 2,9 Millionen ist nur noch $69.000. Mara, das Video ist 6 Tage alt? Was habe ich mir hier gerade angeschaut? 2000. 9 Tage alt? Du wolltest nie auf den reacten? Ja, weil ich hier das hier, Mensch vs. Beast, Digga, das ist mir zu schlau einfach.